Guten Morgen miteinander. Hallo. Willkommen in einer neuen Woche von Dreistadt. Die Woche haben es besonders gut, weil es ist besonders viel mit Claudia. Ja, weil du wegen was? Weil du dein Handy verloren hast? Ich habe mein Handy verloren, plus Montag bin ich flach gelegen, da hat es nicht viele Videos gegeben. Weißt du, der Rücken und so. Und ja, es ist viel Claudia. Ja. Viel Spaß mit Claudia. There's this stuff that's everywhere. Hallo zusammen. So, heute bin ich ganz etwas Spezielles am machen. Und zwar bin ich hier am Coop Kinder Open Air zu Leukerbad am Arbeiten. Jawohl. Ich habe bis jetzt den Fischli-Stand, Angelstand betreut und jetzt habe ich Pause gemacht und jetzt geht es weiter mit dem Wurfgeschossstand. Well, I can see it right here and over there. It comes from deep below the ground. And we spend a lot of time just spreading it round. I'm talking about plastic. It's not fantastic. Ja, heute Mittag bin ich wieder mal am Holunderblüten sammeln. Wir haben ja mega viele Holunderblüten auf dem Land und da ist wieder ein riesen Baum. Nein, es sind eigentlich zwei, genau, das ist einer. Und dann nebendran hat es nochmal einen. Da hat es gerade einen praktischen Felsen nebendran, das heisst, die kommen auch gut her. Ja, ist super, wenn man viel mit den Geissen unterwegs ist, dann sieht man auch immer wieder, wo was wächst. Because it never ever goes away. Don't wanna use it. Da seht ihr jetzt meine Tüte voll, die ich geerntet habe. Seht, es hat immer noch mega viel und genug. Dass auch die Bienen und alle etwas davon haben. Und natürlich soll es aus einigen Blüten auch noch feine Beeren geben für die Vögel. Und wie immer, wenn ich etwas geerntet habe, etwas genommen habe aus der Natur, dann bedanke ich mich und lasse etwas da. Ich nehme meistens das Haar von da oben. Also wenn ich dann Ende Sommer da so eine Glatze habe, dann wissen wir warum. Die Holunderblüten selber sammeln ich am Mittag, weil am Mittag haben sie den intensivsten Geschmack. Ja, und aus denen mache ich dann verschiedene Sachen. Manchmal tue ich es einfach nur ins Wasser, lasse es ein bisschen drin über Nacht oder so und verkaufe es als Aromawasser an der Bar. Oder was ich auch sehr gerne mache, ist Sirup daraus, weil Sirup, das trinken wir da oben sehr, sehr viel. Und so feine, selber gemachte Holunderblütensirup, auf das stehen wir alle total. Ja, dann tue ich es natürlich auch einfach nur trocknen, um dann für im Winter zum Tee haben. Ist auch sehr gut, wenn du zum Beispiel verkältet bist oder gegen den Husten. Ja, ganz verschiedene Sachen. Ja. Gelee kann man auch machen. Ist halt ein bisschen aufwendiger von der Zeit her. Trocknen ist dann natürlich viel einfacher oder einlegen und Sirup machen. Und das braucht auch nicht viel Material und viele Sachen. Von dem her, ich halte es da immer ein bisschen einfach. We've got to lose it. Und das zweite, was ich heute gesammelt habe, ist wilder Thymian. Because otherwise it'll be here to stay. Ja, den tue ich auch trocknen, dann nehme ich ein bisschen so, um einfach ein bisschen über Salat oder was auch immer, oder über Gemüse oder wo auch immer ein bisschen drüber tun. Oder auch Focaccia, den ich mache an der Bar, kann ich natürlich den auch gut brauchen. Und ja, je nachdem, wie viel es noch hat oder wie viel ich noch finde oder so, mache ich dann vielleicht auch noch ein Wildkräutersalz daraus. Mal schauen, mit was ich das dann noch mische. Ja, und das Lustige ist, immer wenn ich irgendwo unterwegs bin und bei den Geissen vorbeigehe, kommen sie immer alle ganz neugierig schauen. Ja, natürlich ein riesen Kek, aber wenn du vorbeikommst, sie kennen einen ja, sie kennen die Stimme, dann kommen sie immer, gerade ist so herzig, sind so zutraulich geworden, sind ganz neugierig und kommen immer schauen. Wahrscheinlich wollen sie nur abchecken, ob ich noch etwas zu fressen für sie dabei habe. Gellen? Gellen, Ladies? Ja, gell? Du willst nur wissen, ob ich etwas zu essen dabei habe, gell? Ihr sind so verfressen, ja genau, gell? Ja. Hast du ja vorher schon etwas gekriegt von mir, oder? Gell, Hübschi? I had this
his friend. Wer ich natürlich auch vermisse, ist das Heidi. Ja, das ist ganz tragisch mit dem Heidi. Das Heidi hat sich im Zaun verfangen, mit dem Elektrozaun. Und ja, hat sich somit selber erwürgt. Ja. Macht mich ganz traurig natürlich. Ja, aber so ist es manchmal. Kann man jetzt nichts machen. Ist jetzt passiert. Eigentlich kennt sie den Zaun und weiss eigentlich, dass das gefährlich ist und ist ja auch ja, auf jeden Fall Heidi, wir werden dich vermissen. Friend who got a snack that came all wrapped up in a plastic sack. Ihr zwei Schwestern hier, hä? I said, dude, just Hä? Das Tanja, Regina. Hoi zusammen, ihr Hübschen. big old plastic, Hoi, mein Schön. and it's always gonna cost more cash. Don't wanna use it, we've got to lose it. Jetzt noch mehr Holunder, gell? Das haben wir eben auch mega gern. Zum Glück haben wir so viele Holunderblüten, dann hat sie jetzt Trieste für alle genug. What do you do instead of wrapping up your food in plastic? Hey, ich sag's euch, heute ist mein absoluter Glückstag. Ich bin da schwer bepackt von der Bushaltestelle gekommen und denkt, oh, die Strecke über die Brücke ist immer noch in der Sonne. Hey, oh, ich bin glaube schon kaputt, bevor ich den Aufstieg anfange. Und dann laufe ich hey, und dann auf einmal winkt es neben mir aus dem Auto. Der Rolf, hey, mein Glücksfall. Echt, Rolf, danke vielmals. Er sagt, hey, du bist schon schwer beladen, komm, ich fahre dich führen bis zum Pferdestall. Hey, weisst du, hast mir gerade ein paar Meter erspart. Hey. Jetzt mag ich gerade doppelt so schnell rauf. Hey, merci vielmals, du bist der Beste, wirklich. Ja, und ich wünsche dir ganz, ganz gute Besserung an deinem Knie. Und dann kommst du bald wieder rauf am Bar hängen, gell? Ja, ich freue mich. Also, mach's gut. Seht ihr, so schwer beladen, hey. Riesen Rucksack und noch eine Schachtel dabei. Hey. Mega schwer. Wow, bin ich froh, habe ich den Rolf getroffen. You can refuse and say, pretty, pretty, please don't bag it. Get a water bottle made of metal, take it, make it a habit. 'Cause we don't wanna end up on a desert planet swimming in plastic. Big old plastic, it ain't fantastic. Du, das kennst du nicht, gell? Es ist also Dienstagabend und ich gehe davon aus, dass ich mein Nattel verloren habe, muss ich sicher mal sagen, nochmal, willkommen in Dresden. Gell, Dude? Kleine Geist.
Breeze, bist du ein kleines freches Eseli? Hä? Gell? Du bist ganz neugierig, du musst immer alles schauen und wissen. Hä? Nein. People say I'm a fun guy, but that's more than what I am. Und der Mund ist am Scharren. You can Schauen call wir me den Fun Stüb. Gus. Hä? Mein Sohn. Come Schauen wir underground to den my Sauber. bedroom. Breeze, musst du wieder in den Kübel There's reinstehen? not much room down there, but we've got mycelium. Wanna wrap mycelium around you till the kingdom come. Hallo. Yeah, I wanna wrap mycelium around Dann drauf. wrap mycelium, Dann ist es auch noch weg. wrap mycelium around you. Ja. Guten Morgen zusammen. So, ja, es gibt ja Menschen, die haben Angst vor Hunden. Das verstehen wir natürlich absolut. Und dem wollen wir auch gerecht werden. Ja, wir wohnen aber da und unsere Hunde sind natürlich auch rum. Und wenn sie jemanden sehen, dann bellen sie natürlich auch zur Begrüßung und zum auch einfach sagen, hey, es ist jemand da. Und darum habe ich mir jetzt etwas einfallen lassen für all die Leute, die Angst haben, damit wir Rücksicht nehmen können, damit sie uns Bescheid geben können, dass sie jetzt auf dem Land sind. Das zeige ich euch jetzt gerade mal. Da habe ich hier beim Eingang so ein Willkommensschild gemacht, wo drauf steht, dass da freilaufende Menschen, Hunde, Katzen, Esel, Geissen und Hühner wohnen. Und wenn du Angst hast, dann kannst du uns sehr gerne anrufen. Ich habe unsere beiden Nummern aufgeschrieben und ja, auch noch geschrieben, dass unsere Hunde bellen, um zu begrüßen, aber sie beißen definitiv nicht. Genau. Und das steht jetzt hier bei unserem Eingang. Also, wenn du da vorbeispazierst und du hast Angst vor Hunden, dann lüt uns an. Bis du vorne bist, sind unsere Hunde drinnen. Und ja, du wirst ihnen nicht begegnen. Well, you know, fun guy like me need a bit of fun gal company. I'm gonna decompose you a love song, symbiosis in the key of G. And when I party, you know I love to break it down. Eating dead wood tastes so good, and you know I'm gonna share it round. Es ist Freitagmorgen. Eigentlich haben wir für das Leben ohne Sorgen. Nein, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Immer wieder haben wir unsere Sorgen und unsere Momente. Aber wir haben, schau mal, den Himmel an. Wir haben so ein Glück. Jetzt sind wir unterwegs, gehen wir ab ins Tal, ein bisschen Essen posten, Hundefutter, 2-3 Schläuchlein-Teile für unseren Garten und Bewässerungssystem, wo wir probieren und basteln sind. Was wollen wir noch haben? Nichts mehr, das wär's. Ich möchte einen Kuss. Genau. Und dann ist eben Das Velo müssen wir noch. das Velo, genau, weil unser Velo Vorderreifen ist noch gelüftet worden. Weißt du, Bubenstreich. Wir müssen jetzt am Wawa alles erledigen. Heute Nachmittag gehe ich auf den Markt. Morgen ist Wochenende, Samstag, Sonntag, vielleicht läuft etwas. Aber gell, es ist so heiß. Die Leute sind immer so am Wandern. Das gibt uns aber mehr Zeit zum Arbeiten. Und ja, gute Sachen sind am Entstehen. So ist es. Darum ist klar, wir machen. Ah, so schön! Ja, der Colin hat ja sein Handy verloren und darum bin ich diese Woche ein bisschen mehr am Filmen. Und ja, ich erzähle euch, was ich gemacht habe. Also seit wir ja unser Haushuhn haben, Foxy, ist natürlich auch herzig und so, gell? Aber ja, also sie zerstört mir jedes Beet. Unglaublich. Alles, was ums Haus herum ist, zerstört sie. Sie geht rein, sie scharrt alles aus, sie pickt alles weg. Unglaublich. Und die zweiten, die so zerstörerisch sind, das sind definitiv die kleinen Hunde. Die gehen auch in jedes Beet rein, ohne Rücksicht auf Verlust oder irgendetwas. Und ja, es schiesst mich an, es ist alles kaputt gegangen, was ich gepflanzt habe rund ums Haus.
Also vor allem Kräuter und diese Sachen. Und ja, jetzt habe ich gefunden, nein, jetzt ist also fertig lustig, jetzt muss ich da irgendetwas dagegen machen. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich dagegen gemacht habe. Und neue Abpflanzen habe ich natürlich auch schon. Aber man sieht natürlich noch nicht, weil es muss erst noch alles kommen. Aber ich zeige es euch mal. Und ich finde es im Fall eine super gute Idee. Vielleicht kann jemand das auch brauchen für irgendetwas. Ja, also nachmachen definitiv erlaubt. Ja, fangen wir da am Haus an. Da sind sie immer mega gerne. Da kommen natürlich die Stege durch ab und dann spielen sie da. Siehst du? Da liegt schon der Drake, gell? Ja, genau. Und ja, alles, was ich da drinnen hatte, ist alles kaputt, alles weg. Der Rest hat Foxy rausgescharrt. Dann geht es da weiter drauf. Und jetzt habe ich einfach wirklich überall so Stangen hergemacht. Und dann habe ich da Draht gespannt. Warte, ich zeige es euch mal da, wo man es sieht. Da, seht ihr? Da ist ein Draht. Da habe ich feinen Draht genommen. Da konnte ich immer schön um die Stange herumwickeln. Dann so. Dann habe ich den Vogelnetzdraht tun. Und auf der anderen Seite, damit es dann beschwert ist und sie auch nicht unten durch können, habe ich einfach mit Stein. Stein haben wir ja jenste. Draht habe ich auch alles gefunden. Die Stangen haben wir auch alle gehabt. Also eigentlich alles Sachen wieder können nehmen, die wir hatten. Vogelnetz haben wir ja einen Wegenhaufen noch von den Hühnern. Und ja, jetzt habe ich das da alles schön. Meine Beetchen, die da bei den Stegen sind, habe ich jetzt schön abgesperrt. Also da kommt jetzt niemand mehr rein. Genau, yeah, das ist das eine, was ich gemacht habe. Und das zweite ist da neben dem Frühbeetli, da haben wir noch beim Bauernweide entlang, haben wir noch das Beetli. Da habe ich eigentlich das Gleiche gemacht, wieder Stangen eingeschlagen und Draht gespannt. Dann habe ich aber zweimal angesetzt, weil da habe ich nicht ganz so hoch gemacht wie beim anderen. Das heisst, ich habe Vogelnetz halbiert, um ein bisschen zu sparen. Und da habe ich dazwischen, seht ihr, habe ich ein bisschen dickeren Draht genommen. Seht ihr da? Und dann habe ich es einfach so zusammengefädelt und den auch noch dazwischen gesteckt. Das heisst, jetzt an 2 Orten ist es auch noch ein bisschen verstärkt. Gell, Fena? Du gehst sowieso nicht im Beetli, das sind die kleinen Monster, gell? Ja. Aber gut, bis jetzt sind sie noch nicht reingegangen, also ich bin sehr zufrieden. Ja, und jetzt kann ich da alles neu anpflanzen. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit meiner Arbeit. Ja, jetzt mal schauen, wie lange das hält. Ja, also ich gehe davon aus, dass Foxy und die Hunde jetzt nicht mehr reingehen. Aber du, wer weiß, vielleicht muss ich mir etwas Besseres belehren lassen. Ja. Also ich habe sie schon mal ein bisschen abgesperrt, aber mehr mit den Weidezäunen. Und das ist natürlich, also gell, ich meine, das Huhn kommt da easy durch, also das ist überhaupt kein Hindernis für sie. Und auch für die Hunde, die gehen ja unter dem Weidezaun und überall durch, also von dem her glaube ich, ist das, obwohl das Netz nicht ganz so stark ist natürlich, ist das sicher die bessere Variante. Ja, ich bin gespannt. Ihr seht sie dann. Und wisst ihr, was ist auch noch das Gute? Es ist nicht so hoch, das heisst, ich komme gleich rein. Also wenn ich irgendetwas machen muss im Beetli, kann ich einfach ein bisschen drüber bücken, kann gleich ernten und so weiter und so fort. Also ich finde, perfekte Lösung! Wenn du auch dieser Meinung bist, schreib mir doch einen guten Kommentar. Danke dir! Wir haben ja unser Gemüsebeet fertig aufgebaut und ausgemistet und wieder angesät. Das ist heute auch auf meiner Liste, To-Do-Liste zum Weitersehen und Anpflanzen. Ihr seht hier oben durch habe ich ja einen kleinen Swale gemacht. Alles Wasser, das von oben runter fließt dann in die Erde rein. Rundum in den Gitter rein, überall sind Bohnen und Erbsen verteilt. Richtig so intensiv rundum, alles was kommt. Und ja, die verschiedenen Beete haben verschiedene Sachen und ihr werdet noch verschiedene Sachen bekommen. Ja! Jetzt bin ich mit dem iPad am Filmen. Mal ausprobieren, wie das geht. Ich weiß gar nicht so recht, wo die Kamera ist, wo ich anschauen muss. Weißt du das etwa? Ah, ich glaube, das ist da. Ja, eben, ich bin jetzt am Filmen mit dem iPad. Und so.
Ja, da ist es ein bisschen anders. Aber ich bin heute Morgen wieder früh aufgestanden. Es ist 10 vor 6 Uhr. Ich lasse die Eselfreude raus, weil es ist Wochenende. Dann können sie spazieren und ein bisschen Auslauf haben. Bevor die Wanderer durchkommen, Claudia geht arbeiten. Das heisst, ich bin allein heute. Also ja, sukzessiv, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute. Heute Morgen wollte ich noch kurz eine kleine Erkenntnis von mir, also so eine Weisheiten von mir, die ich gemerkt habe, die von mir hilft, ist, wenn man sich auf das konzentriert, was man nicht hat, oder das, was nicht stimmt, konzentriert, dann ist das eine Negativspirale. Und wenn man sich aber darauf konzentriert, was schön ist und was man alles hat und was man für Glück hat, dann ist das eine Positivspirale, Aufwärtsspirale oder mit dem Flussspirale. Und eben einfach, ich habe das nicht, das fehlt mir, dann ist das negativ und tendenziell nicht unbedingt gesund für den Kopf. Aber ja, das ist schon mein Samstagmorgen. Darum konzentriere ich mich jetzt auf das Schöne, was wir haben. Weil, ja, nur das bringt mich weiter. Du kennst das sicher auch mit den Erdnüssen. Wenn du mal angefangen hast, kannst du fast nicht aufhören. Also, mir geht's. Entschuldigung. Mir geht's so. Ich habe kiloweise essen. Aber ich bereue es meistens jedes Mal beim Schiessen nachher. Aber ich tue jetzt das Experiment starten. Erdnüsse abpflanzen. Das ist noch lustig. Es gibt ja in YouTube nicht nur unsere Videos. Es gibt ja ganz viele verschiedene Videos. Und es gibt auch ganz viele Videos über Erdnüsse abpflanzen. Und witzig ist, die Videos von den ärmeren Ländern, Indien, Thailand und so, wo die Leute nicht so viel Geld haben, nehmen sie einfach Erdnüsse aus dem Laden. Reichere Länder, Videos aus reicheren Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz und so, Europa generell, die kaufen die teuren Erdnüsse ein, um zu ersetzen, also 4-5 Stutz pro Erdnuss. Und ich habe jetzt beides. Ich habe die teuren und ich habe die aus dem Laden. Natürlich Bio, wieso auch immer. Aber ja, ich tue jetzt die setzen. Die ich nicht esse, tue ich jetzt dann setzen und probieren, schauen, was kommt. Ob es einen Unterschied gibt, ob vom Laden oder nicht vom Laden. Nicht mich nämlich Wunder. Ja, wir werden es aber erst gegen den Herbst sehen. Weil die brauchen ja auch noch Zeit bis zum Wachsen. So ist es. Aber jetzt, komm, ich nehme die mit. Was natürlich ein riesen Vorteil in meinen Augen ist von der gekauften vom Laden, ist, ja, man gibt ja gerade noch ein bisschen Dünger dazu. Beim Schälen. Also, ich will ja sowieso gerne kein Problem haben mit dem Puff. Du sie einfach hier schälen, lasse die Schale hier liegen. Ja. Und ja, jetzt setze ich einfach die Erdnüsse und schaue mal, was passiert. Mehr nicht. Ich da in diesem Bereich Erdnüsse pflanzen. Da hinten gibt es noch etwas anderes. Und da am Rand habe ich ja, eben überall am Rand habe ich ganz viele Bohnen und Erbsen. Ja, unser Gemüsebeet haben wir ja schon vor Wochen angefangen. Also sprich, wir haben alles gestrimmert und rausgeputzt. Und dann habe ich es ganz fest gemulcht mit Kompost. Ihr seht, da ist zum Teil noch Gacki drin. Ja, und dann beim Mulchen mit Kompost habe ich überall ein bisschen Herdäpfel reingesetzt. Die einen sind gekommen, die anderen nicht. Aber nachdem ich Herdäpfel reingesetzt habe und ich habe es auch noch grün düngert
mit gelem Senf. Und da hat es sonst noch ein paar Kürbis und Zucchetti drin. Ja, sind die Hühner drüber. Die Hühner haben dann alles durcheinander gemischt, aufgescharrt und verarbeitet. Natürlich auch noch mehr düngert. Und jetzt ist der Boden, es ist noch lustig, es ist nicht überall gleich. Zum Teil ist es da eben so schön locker. Andererseits ist es an anderen Orten ist es tiefer Kompost. Und an anderen Orten ist es einfach trockener, harter Sand. Aber es ist überall anders. Und das ist noch spannend. Ja, weil es ist auch auf der Schräge. Und ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt da, und ich gesehen, habe ich Erdnüsse. Die einen habe ich geschält und in die Erde gesteckt, die anderen habe ich in die Milch hineingesteckt, die anderen habe ich nicht geschält, die anderen habe ich halbiert. Jedes ein bisschen anders. Und dann mal schauen, was da so rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch vielleicht durchdreht ab meiner Art und mein Experimentieren und Freude und einfach mein Chaos setzen und nichts in den Reihen und nichts in Glied und so. Aber ja, hey, jedem das Seine, gell? So mache ich es, so probiere ich es aus. Und jetzt kann ich noch ein Erdnüsse essen. Es ist bald Mittag. Ich muss noch den Ofen einheizen, weil ich mache mir so ein Fertigbackpizza. Und ja, so ist es. Heute Nachmittag hat sich noch Besuch angemeldet. Mal schauen, ob es kommt. Und ja, ich habe ja immer zu tun. So, ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich habe es wieder mal genossen. Ein bisschen Pause machen, nicht so viel im Video sein. Ja, jetzt. Nein, ich gehe heute auf Anfang noch mal mein Handy suchen. Vielleicht haben sie Geiss jetzt frei gegessen. Weil ich vermisse schon ein Video. Und apropos, vielleicht hast du ja noch eine alte Kamera oder alte Selfie-Video oder alte GoPro, die du nicht mehr brauchst. Ja. Ja, vielleicht. Hä? Wir würden uns freuen über so etwas. Da gibt es auch vielleicht noch andere Bilder, andere Sachen, GoPro. Oder natürlich vielleicht auch ein altes Handy, falls der Colin es doch nicht mehr findet. Genau. Vielleicht hast du noch eins, das irgendwo rumliegt und sagst, okay, das könnt ihr zum Colin entbehren. Genau, weil ja, da muss ich halt einen neuen Chip will. Es ist im Wald und es ist schräg und es ist runtergerutscht und jetzt ist schon eine Woche draussen, weiss nicht. Ja, Ja, auf jeden Fall. geregnet hat es auch noch. Mehrmals. Auf jeden ja. Fall, danke fürs Schauen, danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren, danke fürs Weiterteilen. Und ja, gerne danke, dass du das Wochenende wieder ganz Wochenende am Arbeiten bist, auswärts. Genau, ich bin in Natasch am grossen Turnfest und ja, dort mache ich mit den Kiddies coole Sachen. Genau, also wenn du heute noch Claudia treffen willst, gehst du ein Turnfest zu Natisch. Sie ist am Hütli verteilen heute, oder? Ja, genau, Hütli, Sonnencreme und sonstiges Zeug. Ja, genau. also wenn du ein Hütli brauchst, gehst du zu Claudia. Hey, gute Woche miteinander und danke. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Wrap my silly arm around you. Wrap my silly arm around you. Wrap my silly arm around you. Während ich da am Videoschneiden bin, sind Sunny und Breeze schauen. Fena schmeißt sich gerade auf meinen Schoß. Und ja. Wrap my silly